Herzlich willkommen, Leute. In der letzten Folge haben wir sozusagen das Böse aus dem ersten Level, beziehungsweise aus der ersten Welt vertrieben, wenn man denn so möchte. Und wenn man mal ein bisschen dramatischer sein möchte, die Apokalypse abgewendet. Alle Gegner vernichtet und geklärt. Und jetzt geht's weiter in diesen mysteriösen Tempel. Mit einem traurigen Gesicht. Mit einem traurigen Bomberman-Gesicht. So, was haben wir denn hier für eine Hardcore-Challenge? Wir dürfen keine Fähigkeiten benutzen, wie den Bomb Punch, Line Bomb, Power Glove oder Shield. Sprich, diese drei... Oh, Moment mal. Ja, ich darf mal sagen, hier, diese drei, das ist zwar der Bomb Kick, aber ich glaube, der darf auch nicht verwendet werden. Und dann diese beiden hier, also die blauen, ja, die blauen einfach. Sonst darf ich alles hernehmen und... Bomb ab! Ich darf jetzt die Bomben verwenden. Das war die Hardcore-Challenge in der letzten Folge, sozusagen in Welt 1. Jetzt beginnt nämlich der richtige Spaß. Wir können jetzt nämlich Bombenketten legen und... Ah, okay. Das ist natürlich auch interessant. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe in der letzten Folge beim Boss ein Bomben-Power-Up verwendet. Und zwar die ferngesteuerte Bombe. Und man nimmt die anscheinend neben Meat in die nächste Welt, beziehungsweise wahrscheinlich ins nächste Level. Oh. Und ihr seht schon, ich verwende jetzt hier, wie ich vorher angesprochen habe, die ganzen zack, 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 zack Bombenketten. Hoppla. Oh, ich bin aber noch schlecht im Timing. Oh. Das hat den Vorteil, dass wir einfach schneller und gezielter mehrere Blöcke zerstören können, beziehungsweise Gegner besser killen können. Dadurch, dass ja die erste Bombe schon lang gezündet ist und die letzte Bombe, die wir platzieren, dann eben in der Kettenreaktion direkt mitgezündet wird. Ist schneller im Clear-Verfahren, wenn man so möchte. Bam! Direkt den neuen Gegner zerstört. Aber ist auch dementsprechend viel, viel gefährlicher für uns, weil wir uns Wege verbauen können und uns selber irgendwie einsperren können. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, bis ich wieder den Dreh raus habe. Ja. Genau. Ich hätte jetzt gern gewusst, was der neue Gegner drauf hätte. Aber es wirkt so, als hätte einfach auf den... Ah, schaut. Guck mal, wir können die Gegner erwischen. Es wirkt so, als hätte er einfach auf die Bombe draufgehauen und dann war er nach vorne gesprungen. Oh, jetzt war ich fast ins Ziel gelaufen. Das wollen wir noch nicht. Denn wir verfolgen immer nur das Ziel, alle Items aus jedem Level mitzunehmen. Genau, wie das Bomben-Power-Up. Und in der Song, wir kämen echt gut durch bisher. Wir brauchen nicht einmal irgendwelche Power-Ups bisher. Mir erinnert das Level irgendwie immer an ein Maisfeld irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie diese Blöcke, die wir da zerstören, die wirken ein bisschen wie... Was denn? Mais. Oder Puffreis. Ist vielleicht A. Also ihr seht schon, oh scheiße. Ich hätte die beiden jetzt safe gekillt. Oh Mann. Wir können hier deutlich mächtigere Attacken gegen die Gegner ausführen. Einfach nur dadurch, dass wir ein bisschen unsere Kombinationsfähigkeit anwenden. Boah. So, wir haben wieder alles geklärt. Und weiter geht's.
Ja, ist die zweite Welt, die ist immer noch nicht so schwer. 4. Level gegen die Reederei. Wie ich in der letzten Folge ja festgestellt habe, gibt es anscheinend doch in Anführungszeichen nur 9 Level und den Boss plus Bonus. Ich habe irgendwann 10. Naja, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Das Game ist ja nicht unbedingt für den Content bekannt. Okay, das Game ist eigentlich gar nicht bekannt. Wie gesagt, ich weiß die Verkaufszahlen nicht. Metacritic 75er Wertung. Kann man sagen, wie man möchte. Ich habe es auf jeden Fall arschgeil gefunden. Und muss sagen, bisher hat mich der Schein nicht getrübt. Wunderbar. Boah, ich muss mir kurz was trinken zwischendurch. Ah, wunderbar. So, ich glaube, das kann jetzt nämlich heftig crazy werden. Deswegen setze ich vielleicht gleich eine weitere neue Bombe, ey. Ja. Zack. Was kann diese Stachelbombe? Bam! Die Stachelbombe durchdringt. Okay. Fuck. Es kann sein, dass wir verloren haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Das war ja so kackenknapp. Aber wie ihr schon bemerkt habt, die Stachelbombe durchdringt die Blöcke einfach so und zerschmettert alles, was in den Weg kommt. Oh nein, ich habe die Bombe zerstört. Ja. Jetzt beginnt mein persönlicher Zerfall. Scheiße. Ja, okay, alles gut. So war ich kurz Brain AFK. Holy shit. Ich habe aufpassen müssen, denn die Zeit ist das relativ knapp bemessen und wir hätten wirklich verrecken können. Wenn sich dieser Gegner dazu entschlossen hätte, runterzukommen, waren wir tot gewesen. Straight up. Wir hätten unten keine Bombe platzieren können, wir hätten uns selber vernichtet. Wir hätten oben keine Bombe platzieren können, weil da das Ziel ist und dann ein richtig beschissener Dreckscheißgegner rauskommt. Wir hatten gerade wirklich mehr Glück als Verstand. Okay. Gegner. Oh nein. Der muss auch noch. Jetzt. Oh mein, ich habe schon wieder was verbrannt. Ich muss mehr aufpassen. Ich hoffe, das waren nicht zu wichtige Sachen. Aber gut, wir haben trotzdem den Bonus abgeholt komplett. Oh, stimmt. Oh, ich Trottel, Mann. Und im nächsten Moment bemerke ich, dass ich die ganze Zeit im normalen DS-Modus war. Obwohl das ja eigentlich viel interessanter wäre, den Screen groß zu haben. Naja, scheiße. Gut, dann machen wir jetzt einfach wieder weiter. Boah, es wären immer mehr neue Gegnertypen. Ich bin gespannt, ob wir genügend gegen die ausrichten können. Aber gut. Das sollte nicht so das Problem sein. Hier haben wir einfach so Gesichter, die relativ schnell und dumm sind. Oh, das Feuerding ist kacke. Denn die können... Die haben die Fähigkeit, eine Bombe zum Zünden zu bringen, indem sie selber eine Flamme drauf schießen. Was uns natürlich den Tod kosten kann. Das Leben kosten. Den Tod kosten wäre schön. Dann müssten wir nämlich niemals verrecken. Okay, der letzte Gegner schon. Gut. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch manchmal, wenn ich sage, oh scheiße, ich habe ein Item verbrannt. Ah, ist doch egal, du hast ja so viel. Es geht mir hier um ein Achievement tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das schaffe. Das ist der große Punkt hier. Denn ich muss hier von diesen 3 Standard-Items 99 Stück besitzen.
Naja, und da sind wir doch noch weit weg. Deswegen muss ich mal schauen. Die Zeiten werden immer knapper, die Items werden immer rarer. Immer was für die schlechten Zeiten auf die hohe Kante legen. Das ist meine Devise. Wir haben hier nur mal einen Gegner, der durch die Blöcke durch kann. Aber das ist gleichzeitig ein Gegner, der auch die Richtungen wechseln kann, einfach so willkürlich. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Okay, jetzt muss ich mir ein bisschen schauen. Oh, wir können sogar... Oh, das waren 2 von diesen Golem-Typis ineinander. Was war denn das für Bombenplatzierung? Ich möchte den Typen hier killen. Ja, perfekt. Gut, gleichzeitig ein nettes Ziel beschmutzen. Das war's mit dem letzten Gegner aus Versehen. Gut. Und der letzte Block. Nichts mehr drin. Okay. Bisher wirkt alles immer nur ganz gemütlich und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich bald sehr derartig krass auf die Fresse fliege. Aber warum ist das? Warum ist das? Kennt ihr mir das verraten? Once frage ich mich tatsächlich, denn wir haben doch eindeutig schon 9 Leben. Aber hier ist ein Achievement, das triggert nicht. Das ist irgendwie ein bisschen beunruhigend. Aber ich warte einfach mal ab. Vielleicht passiert es ja noch. Wir folgen einfach weiter unserem Ziel, keine Fähigkeit zu benutzen, um das Achievement in der zweiten Welt zu ergattern. Oh, ein neuer Gegner. Der ist eigentlich auch ganz cool. Weiß sogar noch, was der macht. Diesen Gegner müssen wir einmal hitten. Genau. Dann lässt er praktisch seinen Umhang öffnen. Und während er dann kurz paralysiert ist, so mehr oder weniger, können wir ihn nur mal hitten. Er ist aber nicht lang paralysiert und geht dann einfach wieder weiter. Das heißt, wir haben da eine bestimmte Zeit. Okay, wir haben schon wieder extra Leben gesammelt und wieder hat das Achievement nicht getriggert. Irgendwie hoffe ich mal, dass das schon irgendwie funktioniert. Jetzt können wir erstmal den letzten Gegner. Das ist ja immer die letzte Bombe falsch platziert, gell? Das darf mir später nicht passieren, wenn es brenzlig wird. So, ich schaue jetzt mal kurz nach, was mit den Achievements los ist. Naja, vielleicht triggert das 9 Leben Achievement, wenn ich speichere. Schauen wir mal ab. Schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir wieder Level 9. Das wäre wahrscheinlich crazy, also deswegen gehen wir direkt auf die Stachelbombe. Und halten uns diese Items hier mal frei. Vielleicht werden wir, glaube ich, zusätzliche Zeit buchen. Okay. Es schaut recht human aus. Wir spielen aber auf einem kleinen Feld. So, wir machen hier drüber einen Double Kill. Einen sehr wichtigen, weil die nerven wirklich abartig. Oh. Und nur mal ein Double Kill. Feine Sache, feine Sache. Ja, machen wir einen Safe Kill hier nochmal. Dann kann da nichts passieren. So. Und so haben wir alle Gegner erledigt. Oh nein! Ja, ich bin ein Trottel! Genau, das habe ich gemeint mit Kackgegner. Diese Kackgegner aus dem Boni. Bam, wir haben ihn.
Ich muss einfach ein bisschen mitdenken. Okay, Boss. Wir gehen wieder auf Nummer sicher. Das mache ich immer sehr, sehr gern, dass ich dann die Fernzündung aktiviere. Ah ja, bestimmt Besonderheit eigentlich beim Boss. Weil wir können hier nicht einfach währenddessen immer Items nachballern, sondern wir haben nur die Sachen, die wir heute haben. Okay, ich erkläre mal ganz kurz diese Special Abilities. Mit diesem Item können wir durch die Blöcke laufen. Mit diesem Item durch Bomben gehen, weil das ist ja oft das Problem, dass man sich selber einen Weg verbaut. Mit diesem Item ist man stark gegen die Gegner, also die machen on Damage. Und hier resistet man das eigene Feuer. Oder auch Feuer durch Gegner. Aber dazu kämen wir noch. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was der zweite Boss war, aber ich hoffe mal, der war nicht so schwer. Deswegen gehen wir einfach rein und hoffen das Beste. Oh, der ist es! Okay, wir müssen zuerst unten die Stärken besiegen. Perfekt. Ich platziere hier jetzt schon mal Überrollen. Bam. 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 Meine Fallen. Denn ich weiß nicht, wie der Boss funktioniert. Nein, komm, platziert's richtig. Nein, er hat gewechselt. Hä? Das weiß ich gar nicht, dass der das kann. Bam. Boah. Möchte er vielleicht nur mal wechseln, bitte? Jetzt, okay, wir haben ihn. Oh ja, wir kriegen sogar alle Items. Haha. Ich hoffe, ihr habt bemerkt, was dieser Boss kann. Und wie man ihn besiegt. Geil. Es hat am Anfang direkt super funktioniert. Bei diesem Boss ist wirklich umso geiler, diese Fernzündung zu haben. Ihr habt es ja gesehen. Zuerst unten, dann links, dann rechts. Und dann so viel Gegner auf so wenig Blots. Boah, das war wirklich gut. Wir haben das Böse wieder mal besiegt. Irgendwann werden wir böse. Ich sieg schon. So, und wo geht's jetzt hin? Wir haben hier keinen Weg. Wo geht's denn lang? Und es fährt ein Piratenschiff vor. Leute, wie diese Welt ausschaut, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal für jegliche Bewertung, für jeden Kommentar. Nächste Folge, 15 Endkarte, sobald sie auch nicht ist. Bewertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.